Wir beginnen mit Damla Durmaz von der Geschwister-Scholl-Realschule in Nürnberg. Damla besuchte letztes Jahr die 10. Klasse und hatte einen Notendurchschnitt von 1,25. Damla zeigte nicht nur in jedem Unterrichtsfach überdurchschnittlich hohes Interesse und zeichnete sich als zuverlässige Klassenbuchführerin aus, sondern sie trug durch zahlreiche Aktionen dazu bei, das Schulleben an der Geschwister-Scholl-Realschule lebendig zu gestalten. So hat sie zum Beispiel bei den Aufführungen des Schulmusicals Stop It, Do It mitgewirkt und im Schultheater die Hauptrolle gespielt. Dass Damla auch künstlerisch sehr begabt ist, stellte sie unter anderem im Rahmen der Schulhaus-Gestaltungsgruppe unter Beweis oder bei der Teilnahme an verschiedenen Kunstworkshops. Zusätzlich hat sich Damla in der neu gegründeten Schülerfirma Fundkiste engagiert. In der schuleigenen Mensa absolvierte sie sogar ein Praktikum, bei dem sie an einem Tag in der Woche mitgeholfen hat, die Schüler der Ganztagesklassen mit einem gesunden Frühstück zu versorgen. Außerdem war sie noch bei den Coolridern aktiv und hat die Lehrkräfte als Pausenhelferin unterstützt. Ja, bei dieser langen Liste erscheinen die schulischen Leistungen schon fast nebensächlich, aber Damla, herzlichen Glückwunsch, du wirst geehrt im Bereich schulische Leistung. Unsere nächste Preisträgerin hat das geschafft, was nicht viele Schüler schaffen. Sie hatte im Jahresfortgang 10. Klasse und in der Abschlussprüfung der 10. Klasse den Notendurchschnitt 1,0. Neben diesem Notenbild ist Katrin noch vielseitig interessiert und begabt. Sie legt eine große Leistungsbereitschaft an den Tag, eine ausgeprägte Teamfähigkeit und arbeitet sehr, sehr selbstständig. Wer jetzt meint, Katrins Leben bestünde nur aus Schule, der irrt völlig. In der Freizeit ist sie sehr aktiv, sie tanzt in der Garde, sie spielt Querflöte und sie singt im Jugendchor. Sie gibt Nachhilfe für schwächere Schüler in den Fächern Französisch und Mathe. Und ich glaube, das mit der 1,0 habe ich ja schon erwähnt. Herzlichen Glückwunsch, Katrin Feyer. Wir kommen jetzt zu einem jungen Mann, der die Abschlussprüfung noch vor sich hat. Du weißt, was du leisten kannst. Er hat die 9. Klasse mit 1,16 abgeschlossen, ist also auf dem besten Wege dahin und er ist in jeder Hinsicht Vorbild. Herzlich willkommen, Dominik Grüner von der Staatlichen Realschule Herrlieben. Dominik zeigt sich stets engagiert, zuverlässig und fleißig. Er ist immer hoch motiviert und er besitzt eine sehr schnelle Auffassungsgabe. Durch sein freundliches und hilfsbereites Wesen trägt er aktiv zu einem guten Klassenklima bei. Außerdem engagiert sich Dominik auch im Schulleben der Realschule Herrieden. So ist er zum Beispiel Mitglied der Kanu AG und der Schulfußballmannschaft. Außerdem trat er für die Realschule am Herrieder Stadtlauf und der Schulfestaktion Wir laufen für UNICEF an
und, natürlich sehr erfolgreich, nahm er außerdem am Theaterprojekt Herzwerker teil, das vom Bayerischen Sozialministerium gefördert wird. Außerdem gibt er seinen Mitschülern Nachhilfe in Englisch und kümmert sich als Lerntutor um die Kinder in der Nachmittagsbetreuung. Ganz besonders erwähnenswert, Dominik wurde in diesem Jahr vom Kultusministerium schon einmal ausgezeichnet. Er durfte nämlich am Ferienseminar für begabte und vielseitig engagierte Realschüler teilnehmen. Herzlichen Glückwunsch! Unsere nächste Preisträgerin heißt Melle Götzgen und kommt von der Geschwister-Scholl-Realschule in Nürnberg. Melle kann ihren Preis heute leider nicht persönlich entgegennehmen, denn sie hat die ganze Woche Klausuren und muss lernen. Melle legte einen super Realschulabschluss hin und engagierte sich natürlich auch darüber hinaus in ihrer Schule. Beim Catering, als Pausenhelferin in der Schülerfirma Fundkiste, sie leistete ein Praktikum in der schuleigenen Mensa. Und besonders erwähnenswert ist, dass Melle eine von 50 jungen Talenten ist, die ein Schülerstipendium für besonders begabte Zuwanderer erhielt. Dieses Stipendium erhalten nur Schüler und Schülerinnen aus Zuwandererfamilien, die sich durch Begabung, Bildungswillen und Zielstrebigkeit auszeichnen. An ihrer Stelle nimmt heute ihre ehemalige Klassenlehrerin, Frau Schmitz, den Preis entgegen. Als nächste haben wir wieder eine aktuelle Zehntklässlerin, Franziska Ramschbeck von der Realschule Heilsbronn.